Guten Abend miteinander und willkommen zu Parts Musik. Heute aus dem malerischen Städtli Willisau im Kanton Luzern. Der Ort, wo die bekannten Ringli herkommen, aber auch ein Ort von der Kultur und der Volksmusik. Wir gehen hier hinten in die Möhre, wie die Willisauer sagen, ein Gasthaus, das bis ins 16. Jahrhundert zurückgeht. Und da innen gibt es jetzt rassige Stimmung. Anfangen wir mit den Schweizer Örgli-Freunden rastweise ab in die Festhütte. Merci vielmals, Michi Rast, Dani Weiss, Helen Kunz-Rast und Timo Bucher, die für uns die Sendung eröffnet haben. Und die Schweizer Örgli-Freunde Rast-Weiss gibt es dann am nächsten Grossanlass in 3 Monaten am eidgenössischen Trachtenchorfest zur See. Und da in der Möhre machen wir jetzt weiter mit einer jungen Formation, die schon wunderschön gepflegt im konzertanten Innerschweizer Stil musiziert. Kapelle Damian Ruhestaller.
Merci vielmals Damian Ruhestaller zusammen mit dem Clemens Kühnbühl, Lukas Schul am Klavier und dem Vater von Damian, Pius Ruhestaller am Kontrabass. Damian, so runde Innerschweizer Musik vom Kaspi Mutter Krummes Holz haben wir gespielt. Dein Papi macht auch Ländlermusik. Da ist dir in dem Fall ein bisschen in die Wiege gelegt worden, die Musik. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe das eigentlich schon von klein auf immer gehört und höre heute praktisch ausschließlich Ländlermusik. Was gefällt dir denn an dieser Musik und vielleicht auch an deinem Instrument, an der Klarinette, wo sie ja noch ein paar so junge, gute Musikanten wie dich brauchen können? Ja, da gefällt mir eigentlich die runde Melodie, die es überall herum hat. Und auch vor allem mit dem Klarinett kannst du da x-tausend Tänze spielen, die heutzutage von in den jungen Jahren niemand mehr spielt. Wo eben so von einem Lorenzo Giovinelli, Kaspi Mutter oder so, gibt es ganz viele schöne Melodien, die du heute praktisch nicht mehr hörst. Da sind ja in grossen Fußstapfen unterwegs von diesen Namen und die haben auch schon eine grosse Anlass zu spielen. Am Heirassa ist bei euch so richtig losgegangen. Gibt es da ja auch wieder Fixpunkte in der Agenda, die anstehen? Ja, einerseits ist es wieder am Heirassa-Festival. Dort dürfen wir am Samstagnachmittag im Café da hinten spielen. Und dann noch ein weiterer Punkt, den wir uns vorgenommen haben, ist die Teilnahme am Privalo, wo wir hoffen, dass es möglichst gut läuft. Ich glaube, dann habt ihr da schon mal einen guten Startpunkt gemacht. Ich drücke euch jetzt schon die Daumen. Danke vielmals, dass ihr da sind. Und jetzt kommen wir zum Ländler-Trio Beat Neuenschwander. Er ist der hier in den Möhren schaut, dass es Stobeten gibt, mit einer Gastformation, die dann eingeladen ist, die Musik macht und dann eben wird miteinander auch noch an den Stobeten gemusikt. Und heute ist er selber am Schweizer Rögli im Einsatz, zusammen mit der Doris Krummenacher und mit dem Ralf Kappeler. Und sie spielen gerade eine Komposition von Beat Neuenschwander selber, Musikkollegschaft.
Merci vielmals Echo von der Langenegg, das das Anhören im Kanton Zug für uns gespielt hat. Und vielleicht haben Sie ja auch neben der Sonja Abeck und der Karin Iten eine Frau entdeckt, die Sie vom Fernsehen kennen, nämlich die Gewinnerin von der Landfrauenküche 2025, Irene Meyer. Wenn man kochen kann, dann kann man offenbar auch Musiker. Danke vielmals für den schönen Auftritt. Und von einem Alpan-Trio jetzt zum Trio St. Jakob aus dem Kanton Nidwalden. Die beiden Zwillinge, der Martin und der Michi und der Grossbruder, der Thomas Liem, sind bei uns. Wenn man zu dritten in der Familie so Musik macht, dann ist man damit aufgewachsen und hat auch ein bisschen im Elternhaus mitbekommen. Michi? Ja, genau. Unsere Eltern haben immer Musik gehört. Dann Moser-Ruiz-Musik und ich und der Bruder haben angefangen Schweizer Ergeln. Und später ist dann der Thomas dazugekommen. Und seit dem 99 heissen wir Schweizer Ergeli Trio St. Jakob. Und ihr sorgt schon seit langer Zeit für Begeisterung und für fröhliche Gesichter. Zwischen ihnen sind ihr aber dann nicht in dieser Rolle auf der Bühne, sondern sind selber Fans und gehen an Anlässe. Was ist eure andere Leidenschaft nebst der Musik? Also wir sind sehr grosse Skifans. Wir gehen seit über 20 Jahren immer auf Wengen, an jedes Rennen, Adelboden natürlich und zwischendurch an einer Ski-WM fähnen, ja. Und gewisse Leute nehmen dann vielleicht eine Thermosflasche mit oder eine warme Jacke oder ein Fähnchen, aber ihr habt den Örgeli-Koffer dabei. Genau, wir haben die Kiste immer dabei gehabt und da hat sich eins aufs andere ergeben. Und dann haben wir zwischendurch ein bisschen Musik machen und früher oder später ist man dann im Swisshaus gelandet. Genau. Der hat dort die grossen Namen getroffen, zum Beispiel euren Nidwaldner Kollegen Odi. Und was habt ihr mit dem gemacht? Ja, der Marco ist natürlich ein Festgarant, hat immer gewonnen. Wir kennen mit ihm ein bisschen Fest und ein bisschen gemusikt. Und dann hat er ein bisschen Schnupf genommen und einen Schnaps, ja, wie es gehört. Und bei dem Souvenir, bei dem Foto, das ihr mit dem gemacht habt, wo er selber am Örgeli ist, hat das können oder ist es einfach der Showman oder Maxi, der auch da kann? Nein, er ist natürlich ein Profi. Er ist natürlich, hat das super gemacht. Er hat einfach hinten den Luftknopf gedrückt und vorher ist er nie gesehen. Ja, er war natürlich da voll integriert bei uns. Und vielleicht hängt ja zumal mal ein Foto von euch auch in der Stube von den Potz Musik-Zuschauerinnen und Zuschauer, weil wir machen jetzt ein bisschen Kilby hier zu Willisau und hören an den St. Jakober Kilby.
Merci vielmals der Eva Wey, Greg Obrist und dem Peter Gisler für den rassig Walliser Ländler aus der Hanni-Christen-Sammlung. Und danke vielmals der Eva, dass sie heute zum ersten Mal in der Säuliämter-Tracht von ihrer Mami auftreten ist. Ganz viele Trachten sind jetzt hier auch parat zum Singen. Angelegt bei den Frauen, bei den Jodu-Frauen Willisau. Petra Scherer, du bist Präsidentin der Jodu-Frauen. Ein reiner Frauen-Jodelchor. Was ist speziell an so einem Chor? Also bei uns, bei den Jodu-Frauen Willisau, ist speziell und einzigartig, dass wir bei jedem Lied die Stimmen wechseln. Das tut unseren Chorklang bei jedem Lied verändern, macht das sehr vielseitig und es macht auch die Rolle von jeder Frau ist immer variabel. Wir wechseln immer wieder wechseln und das ist gut so seit Jahren. Ja. Als Laie denkt man jetzt zum Beispiel, wenn da ja nur Frauen dabei sind, fehlen vielleicht die tiefen Stimmen. Und wenn ihr dann noch abwechselt, ist es ja noch vielleicht noch schwieriger, oder? Dass dann irgendjemand genug weit runter mag. Aber das ist in dem Fall kein Problem für euch. Es ist so, dass die Lieder, die die Frauenchöre singen, sicher ein bisschen die höheren Stimmlagen sind, wie wenn ein Lied gesungen wird von einem Männerchor. Wir haben aber mittlerweile sind unsere Stimmen so geübt und erprobt, dass wir eben relativ weit Chor variabel sind in die Höhe und in die Tiefe. Und dann geht man natürlich an die Jodlerfeste. Wir sind am Zentralschweizerischen in Menznau letztes Jahr. Dort haben wir «Der Brunnen singt» von der Marie-Therese Vogunten gesungen. Haben die Bestnoten abgeholt und da hat ja dann Erfolg für das Jahr drauf, jetzt für dieses Jahr. Genau, das ist dann die Qualifikation für das eidgenössische Jodlerfest, das in Basel ist, heuer, wo wir sicher auch wieder anwesend sein werden. Genau. Ja, ich habe schon erlebt, an Festen oder an Konzerten da wird dann schon ein bisschen gefestet. Wenn dann der Vortrag kommt, bringst du alle deine Frauen wieder zusammen im rechten Moment, dass sie dann auch singfähig sind? Für den Vortrag auf jeden Fall. Wir machen natürlich rechtzeitig abmachen und sind dann alle pünktlich und präsent wieder parat zum Singen. Ja. Und weißt du, das Schönste, wenn man so als eingeschworene Gemeinschaft miteinander an so einem Fest unterwegs sein? Also zusammen auf der Bühne stehen und in den Leuten Freude bereiten und wenn es uns auch Freude macht natürlich. Und dann schlussendlich, wenn wir dann die Noten bekommen, das ist natürlich noch ein Highlight. Dann drücke ich jetzt schon den Daumen. Wir sehen uns vielleicht dann wieder zu Basel. Alles Gute und ich freue mich auf euer Lied. Ich freue mich aber auch, wenn Sie dann beim nächsten Mal Batz Musik wieder zuschauen. Das ist in 3 Wochen an den Ostern. Dann feiern wir nicht nur den 4., sondern wir feiern auch das 250. Jubiläum von Batz Musik. Und von daher haben wir den grössten Jubiläumsjodelchor. Wir haben typische Batz Musikklänge, runde Volksmusik und wir gehen zu einem der grössten alpenländischen Volksmusikanten. Und jetzt sage ich danke vielmals fürs Zuschauen, fürs Mitwirken hier zu Willisau und ganz einen schönen Abend miteinander. Wie uns der Heim hat so lang was mit Sinnen unter dem Schäden Brunnen trock ha. Das Wasser hat göllert, gemurmelt drinnen, ha ab der Röhre gar Menge Schluck noch.
Miteinander. Hat es euch auch also gut gefallen wie mir? Dann noch einen Like da und kommentiert und vor allem abonniert den Kanal. Mehr zur Volksmusik und zu unseren Traditionen hier rechts auf Play SRF. Viel Vergnügen!